Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 10. Spieltag der 2. Liga und der FC trifft auf die Truppe des SC Paderborn. Und wir ertappen uns bei dieser PK wirklich bei einer sehr, sehr tristen Stimmung nach einem völlig verhagelten, beschissenen Wochenende. Und das hat natürlich zu tun mit dieser Anti-Leistung am Freitag in Darmstadt. Das war wirklich komplette Arbeitsverweigerung von allen Mitarbeitern des 1. FC Köln. Die Mannschaft, der Trainer, der Sportdirektor, alle haben sie wirklich kläglich versagt. Und Leute, wenn ihr nicht arbeitet, dann tun wir das auch nicht. Und dann gibt es eben diesmal keine kölsche Location als Hintergrund, sondern wir sind einfach zu Hause geblieben und sitzen im Garten. Ja, man kann auch ohne Laufen keinen Erfolg haben, kein Problem. Und wir setzen das fort, natürlich was das Motto anbelangt. Logisch, wir nehmen einfach ein altes Jöppchen wieder raus. Ja. Also was sollen wir uns ein neues Motto ausdenken? Ja. Und zwar machen wir das nach dem Motto: Das Beste aus den Tiefpunkten 10 Jahre 2 Kölsch. Und das hier ist es geworden. Sadomaso. Déjà-vu! 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen Paderborn. Prösterchen, Leute. Ja, ist zwar ein altes Motto. Wir werden aber trotzdem... das ist immer bei dir. Immer. Ja, immer der gleiche. Wir werden das aber trotzdem auch nochmal neu drucken lassen. Und das Ganze wird ergänzt durch ein Hoch 2 oder Zweite Liga. Version 2, zweite Liga, nennt es wie ihr wollt. Also es wird ein neues Shirt geben und das werden wir dann am Freitagabend anhaben in Müngersdorf. Und jetzt, glaube ich, ist der Punkt, wo wir uns mal unterhalten müssen. Ne? Ja. Also Darmstadt, wir sind ja da gewesen und ich möchte es einfach, es ist ja oft erzählt, aber trotzdem noch mal sagen, was für eine Unverschämtheit. Die Leute, die da hinfahren, ja, die nehmen sich den Freitag frei, so wie wir auch. Die fahren am Vormittag irgendwann mit dem Bus, mit der Bahn, mit weiß ich nicht was, wir mit dem Bus darüber, glühen dann da frohen Mutes vor und sind irgendwann in dieser Puppekiste, was die Stadion nennen, mit den 3 anderen Leuten, die da reinlassen, ja, und gucken sich etwas an, was eine Unverschämtheit ist. Und dann fährt man ganz wirklich schlecht gelaunt wieder nach Hause, ist so kurz vor Mitternacht. Ja, guck mal hier. Gut, dass die Mütze an. Wir lassen alles fallen hier. Blätter aus Stahl. Ja. No. Landet dann in der Stadt wieder zurück und eigentlich ist das Wochenende im Arsch. Und was man den Leuten antut, die sich ja auch vorher wirklich alle bemüht haben, wie sie irgendwie an diese Tickets rankommen und so, das kann man gar nicht ausdenken, das kann man gar nicht bemessen und darüber müsste man auch noch mal nachdenken. Es geht nicht einfach nur darum, dass man da scheiße Fußball spielt. Ja, da müssten vor allen Dingen auch die Verantwortlichen des 1. FC Köln mal drüber nachdenken. Ja. Und zwar ernsthaft. Und Verantwortliche, da reden wir über das Führungspersonal. Und um ganz ehrlich zu sein, ich habe den Eindruck, dass dieser Verein im Moment komplett ohne Führung stattfindet. Und zwar in allen Bereichen. Ja. Ich fühle mich wie auf einer Geflügelfarm, aber es laufen nur noch lame Ducks rum. Das ist das Gefühl, was ich im Moment beim 1. FC Köln habe. Der Vorstand ist eine lame Duck. Du bist auch eine lame Duck. Der Sportdirektor ist eine lame Duck. Der Trainer hat sich wunderbar eingefügt. Spätestens mit seinen ganzen Auswechslungen und Einwechslungen hat er sich auch zu lame duck gemacht. Auf dem Platz, ganz ehrlich, was ist mit diesen Führungsspielern? Was ist los? Ja, ganz genau. Ne? Also wenn man es umgekehrt, wenn man es nicht so negativ formuliert, sondern sagt, wir suchen jetzt mal die Führungspersönlichkeiten, die wir im Moment haben, an denen wir uns langhangeln können, dann merkt man, wie schwer das wird. Weil der Trainer scheint es ja offenbar nicht auf die Reihe zu kriegen, gerade irgendwie sein System oder seine Idee an die Spieler zu vermitteln. Das ist wirklich Herbst hier. Ne? So, und das geht genauso durch. Also ich finde denjenigen, wo ich jetzt sagen würde, der geht aber voran, ne? Finde ich überhaupt nicht, sondern wir haben auch... Ja, weißt du, wir hatten endlich, hatten wir jetzt mal ein 0:0-Spiel gegen Ulm, haben alle gedacht, oh, jetzt haben wir gelernt. Es hat ein Lernprozess in den Köpfen stattgefunden. Und eine Woche später fängst du dir 5 Stück von Darmstadt 98 und ich meine, das ist eine völlig neue Dimension der Sadomaso-Erlebnisse, wirklich der Katastrophenspiele. Das setze ich gleich mit Rot-Weiß Essen damals am Karnevalssonntag 5:0. Solche Klatschen, die haben wir immer mal wieder erlebt, aber die kommen so oft auch nicht vor. Und Darmstadt habe ich mich daran zurückerinnert gefühlt. Das ist auch was völlig anderes, als wenn man in Leipzig 6:0 verliert oder ich habe mal in München 8:0 verloren. Das ist alles, aber wenn du in Darmstadt 5:1 verlierst,
verlierst. Sorry. Gegen die haben wir noch nie verloren. Die hatten ein Jahr lang kein Heimspiel gewonnen. Und wir kommen aus einer vermeintlichen Stärkeposition nach dem Sieg gegen Ulm mit 0 Gegentoren, feiern uns und kriegen 5 Stück von denen eingeschenkt in einer Art und Weise, also wie die da mehrfach wirklich mit 2, 3 Leuten alleine auf unser Tor zu. Was, ganz ehrlich, da muss ich den Trainer tatsächlich fragen, sag mal, das dürftest du eigentlich das letzte Mal, ja keine Ahnung, in der Jugend erlebt haben, sowas, ja. Ne? Oder? Also hat wie, der vielleicht auch ein Déjà-vu das? gehabt, ne? Also noch Kreisklasse trainiert hat oder so, keine Ahnung. Ne? Ja. Also man hat auch das Déjà-vu, was den Saisonverlauf anbelangt, nämlich dass man denkt am Anfang, guck mal hier, wir kriegen zwar keine Punkte, aber es ist ja eigentlich alles super. Ne? Denken dann die letzte Saison gegen Dortmund, ja. Diese Geschichte wiederholt sich. Man denkt dann, jetzt gleicht es sich aus, jetzt kriegen wir die Balance, jetzt machen wir mal ein 2-0. Ne? Ja. Und was kommt danach? Also wir schaffen das, was gut war, ab und intensivieren das, was nicht funktioniert. Also dieses Gefühl hat man tatsächlich. Wir machen genau den falschen Weg, genau falsch. Ja. Und auch das kann man eigentlich nur verhindern, da kann man gegensteuern, wenn man Führung zeigt. Ja? Also, wo sind die Spieler? Ja. Die Alten. So ein Waldschmidt ist der absolute Anti-Führungsspieler. Ja. Also der müsste doch eigentlich als jemand, der mal Nationalmannschaft gespielt hat, sagen... Nationalspieler. Ja. Stattdessen macht er dieses, eigentlich bin ich ganz anders, ich komme noch viel zu selten dazu. Das ist der Auftritt, den er da zeigt. Das ist übrigens einer, der dringend Führungsspieler braucht. Ja, der den Eindruck hat man. Ne? Weil der eiert ja völlig... planlos eiert er da vor sich hin und ist total verunsichert. Also der bräuchte noch eher Führungsspieler, als es die Jugendspieler tun. Die sind für mich sogar noch, weiterhin sind das noch die Besten auf dem Platz. Aber nochmal, ich möchte auch nicht alles auf den Trainer schieben. Man sagt ja immer, der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr. Ich glaube aber, du kannst wieder ganz oben anfangen. Also das Präsidium erreicht für mich offensichtlich die Geschäftsführung auch nicht mehr. Die Geschäftsführung erreicht den Trainer nicht mehr. Der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr. Und leider Gottes, seit Freitag sind wir auch an dem Punkt, wo die Mannschaft die Fans nicht mehr erreicht. Denn wenn ich mir angeguckt habe, dass die sich dann nachher auch noch selbst gefeiert haben, ich meine, wir haben ja auch mitgemacht, bis ich echt keinen Bock mehr hatte irgendwann, da stand es mir hier oben. Die Einzige, die erreicht haben, das sind wir. Wir haben Darmstadt erreicht und ich wünschte, das hätten wir nicht gemacht. Ja? Das wäre besser gewesen, zu Hause gewesen zu sein. Ja? Was ein Elend. Ja, fürchterlich. Also ganz, ganz grausam. Ein solcher Tiefpunkt, das ist mit Sadomaso eigentlich komplett untertrieben. Und wieso? Wir zahlen dafür. Das machen die Leute, die in so Studios gehen, auch. Ne? Lassen die sich da quälen. Ja? Man muss allerdings sagen, bei uns ist der Lustgewinn dabei gering einzuschätzen. Ich habe nämlich auf sowas eigentlich gar keinen Bock. Ich hätte es schöner gefunden, da ganz gediegen mit 3 Punkten wieder nach Hause zu fahren. Natürlich. So, und das ist ja das, was man auch eigentlich erwartet hat, dass man aber wohlgemerkt, ja, also wenn man gegen einen Mitabsteiger dann nach großem Kampf 4:3 verliert, ja, dann sind wir super enttäuscht, aber dann hat man nicht so einen Hals und pochende Mandeln. Aber das haben wir jetzt tatsächlich, weil man sich fragt, wo ist denn die Perspektive jetzt? Also tatsächlich beginnt diese ganze Saison einem schon wieder in den Händen zu zerbröseln und man fragt sich, wo soll denn das hinführen? Sind wir wieder so früh in der Saison, ja, ganz am Ende und können dann sagen, wenn wir ganz viel Glück haben, landen wir im Mittelfeld. Das ist genau die Frage, die ich auch mal an unsere ganzen Verantwortlichen stellen möchte. Ja. Wo soll das hinführen? Was ist denn euer Plan? Also wir haben eben gesagt, es ist der 10. Spieltag. Möchtet ihr ernsthaft 24 weitere Spieltage jetzt so rumeiern und jedes Mal wieder diese ganzen Diskussionen führen? Habt ihr vielleicht den Plan, das Ganze irgendwie jetzt auslaufen zu lassen, weil es den riesigen Neustart dann geben wird nächsten Sommer? Oder was ist euer Plan? Oder hat man den Leuten, auf die wir uns bislang verlassen konnten, jetzt schon gesagt, wir holen irgendeinen neuen und du gehst dann raus und dann sind die auch demotiviert, keine Ahnung. Das ist ja alles Spekulation, aber an irgendwas muss das ja liegen, dass die Leute morgens sich neben den Schreibtischstuhl setzen. Ja? Also mehr ist das ja nicht. Also es ist ja tatsächlich komplett daneben. Also als hätten sie das noch nie gemacht. Und so kann man eben nicht auftreten. Es tut mir furchtbar leid. Ja. Das ist auch echt den Fans gegenüber unfair. Ja. Ich muss es einfach nochmal sagen. Also, die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist natürlich, dass wir erst den 10. Spieltag haben. Ja. Deswegen reißt euch verdammt nochmal endlich zusammen. Werdet euch einig, tretet euch in den Arsch intern natürlich. Ja, bitte. Keine öffentliche Kritik, wie sie jetzt auch wieder stattgefunden hat. Also auch, lieber Christian Keller, das war auch daneben
zu sagen, dass hier die Mannschaft komplett versagt hat. Es ist nun mal deine Mannschaft, die du auch zusammengestellt hast. Also dann würde ich in dem Atemzug doch zumindest immer auch eine gewisse Mitschuld auch vortragen oder aussprechen oder eine Mitverantwortung übernehmen. Was nicht heißt, dass man jetzt zurücktritt, aber dass man wenigstens mal einräumt, dass man Scheiße gebaut hat, auch in der Kaderplanung. Und macht irgendetwas, was dazu führt, dass solche desaströsen Auftritte wie in Darmstadt bitte nicht nochmal vorkommen. Ja. Und dann sind wir auch gewillt, uns die Hoffnung wieder aus der Nase zu ziehen. Ja. Indem wir zum Beispiel sagen, das letzte Mal, dass wir dieses Shirt getragen haben, war das so eine Art Wendepunkt. Und danach wurde alles besser. Ne? Ja. Zumindest mal für ein paar Spiele. Ne? Ja. Wir quatschen die Scheiße nicht mehr schön. Das ist wirklich vorbei. Nein. Ne? Nee, das war aber ja auch nie unser Ansatz war ja nicht Scheiße schön quatschen, sondern tatsächlich auch bitte die Reihen geschlossen halten und gucken, dass wir nicht zu früh, wie heißt das, den Sand in den Kopf stecken, ne? Sondern dass wir aufrecht bleiben. Nur tatsächlich, es fehlt einem so nach und nach wirklich auch die Kraft und auch der Ansatzpunkt, wo hole ich jetzt noch was her, wo ich sage, jetzt bin ich aber fröhlich und da sehe ich, dass wir das gut machen, ne? Also wir rennen auch nicht mehr so wie in den ersten Spielen wahnsinnig früh an und dann haben wir halt natürlich die Gefahr, dass wir viele hinten fangen, aber wir sind wahnsinnig aggressiv vorne. Das ist ja auch weg. Also ja, aber das muss ja auch nicht einhergehen mit einer kompletten Aufgabe der Verteidigung. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt völlig das Rad neu erfunden hätten mit diesem hohen Pressen und diesem Attacke-Fußball. Also das machen zig andere auch, aber es geht nicht einher mit einem Scheunentor hinten. Also ganz ehrlich, was war das? Hey, wer spielt denn so Fußball? Keine Ahnung. Trainer, Sportdirektor, ey, was ist denn das für eine Taktik? Wir haben wieder was erfunden. Sag mal, seid ihr wahnsinnig oder was? Das ist ja unglaublich. Also Leute, ne? Ihr wisst, die rote Wand steht hinter. Also wir werden natürlich im Leben unseren Support nicht einstellen, aber so langsam hat man hier auch mal, sich das verdient, dass man auch mal die pochenden Mandeln ausleben kann, weil ich sehe nicht mehr, was man daran noch irgendwie verteidigen konnte an diesem Auftritt. Das ist auch ein schlagbarer Gegner, der da jetzt kommt. Wir müssen auch nicht die Platte auflegen. Da kommt jetzt der ungeschlagene SC Paderborn. Sie haben ja in Lautern 3-0 verloren. Also auch da kommt jetzt keine Übermannschaft. Wir müssen da überhaupt nicht eine Wissenschaft draus machen. Ich will jetzt nicht mit Franz Beckenbauer geht's raus und spielt Fußball. Aber ganz ehrlich, Leute, macht was, dass ihr diese Mannschaft schlagt. So schwer ist das nicht. Nein, so schwer ist das nicht. Und dann gehen wir mit guter Laune hoffentlich am Samstag aus dem Müngersdorfer Stadion und können wieder einen anderen Ton anschlagen. Das wäre mir sehr angenehm. So. In dem Sinne, Freitagabend 18:30 wieder, ne? Zur Unzeit in Müngersdorf. Prost, Leute. Macht's gut. Prost.